Es ist Freitag, der 22. Mai. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort Jeremia 31, Vers 20. Ist nicht Ephraim mein treuer Sohn und mein liebes Kind? Denn so oft ich ihm auch drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr. Und passend dazu Lukas 15,20 aus der Geschichte des verlorenen Sohnes. Als der Sohn noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Schmerz um Ephraim ist nicht umsonst. Das soll der Blickpunkt sein unserer heutigen Betrachtung. Wenn es Gott schon das Herz bricht, soll es doch nicht umsonst geschehen. Es muss ja irgendeine Frucht aus diesem Erbarmen entstehen. Ephraim, das sind die 10 Stämme, die sogenannten verlorenen Stämme. Sie heißen nicht von ungefähr so. Sie wurden 130 Jahre, bevor jetzt Jeremia diese Worte ausspricht, schon bereits durch Assyrien in die Verbannung geführt und von ihnen fehlte dann praktisch jede Spur, nicht ganz, das sehen wir heute am Ende der Betrachtung. Eigentlich ist Ephraim der prominenteste dieser 10, ein Sohn des Josef, und da hängt immer noch diese Josefsgeschichte mit drin, wodurch nämlich durch Josef eben alle anderen gerettet worden sind. Er hat also hohes Ansehen, im Prinzip. Nun, in den späteren Versen dieses Kapitels 31 spricht Jeremia zweimal vom Haus Israel gegenüber dem Haus Juda. Diese sind zu unterscheiden. Und er spricht Verheißungen aus, die das Haus Israel betreffen, nicht nur das Haus Juda. Zum Beispiel, dass er das ganze Gebiet neu besäen wird mit Menschen und auch mit Vieh, wenn sie zurückkommen. Und sie sollen wieder beide zu einem Haus werden. Diese beiden Häuser werden getrennt und separat aufgeführt, auch von den anderen beiden großen Propheten, nämlich Jesaja und Ezechiel. Vielleicht noch deutlicher als hier bei Ezechiel. Die Fortsetzung von Kapitel 31 zeigt ja, Ephraim wird heimkommen. Ja genau, das haben wir richtig gehört. Es sind noch nicht alle heimgekommen. Es gibt noch eine große Heimkehr. Aber die wichtigste Botschaft des heutigen Textes ist nicht dies, sondern die Grundlage dessen, dass dies einmal geschehen wird, nämlich dieses Leiden Gottes. Ihn selber trifft es am meisten, wenn er Ephraim strafen muss. Und es war eine nachhaltige Strafe. Nun schon 2700 Jahre ist sie am Werk. Ja, wir kennen das vielleicht aus der eigenen Erziehung. Es tut uns weh, wenn wir unser Kind vielleicht einmal strafen müssen, deutlich strafen müssen. Meine Frau hat erzählt, ihrem Vater hat es so weh getan, als er einmal ihr irgendeins auf den Hintern geben musste. Es schien nicht anders machbar zu sein, als einmal mit einem deutlichen Zeichen. Es tat ihm so weh, dass er es dann nie mehr wiederholte. Bei meinem Vater verlief es ein bisschen anders. Ich habe mehrmals ein solches Reset bekommen, das heißt, es kracht einmal und dann überdenkt man alles und fängt ein bisschen neu an. Das kann auch gut sein, wie ein Sommergewitter, nachher ist die Luft wieder rein. Und jetzt beim letzten Mal, wo es noch so weit war, rannte ich die Treppe hinunter in den Keller, um mich zu verschanzen. Unterwegs griff ich auf der Kellertreppenstufe noch die grüne Kehrichtschaufel, die immer dort stand, steckte sie hinten in die Hose und zog den Pullover darüber. Er erreichte mich natürlich, bevor ich mich verschanzte, und legte mich übers Knie, wie ich das auch schon von früher kannte. Und dann krachte es aber eben auf diese Blechschaufel. Es tat ihm mehr weh als mir. Und dann schauten wir einander an, wir lachten beide und das war es dann auch gewesen. Ich kriegte diese Art von Strafe später nicht mehr. Nicht auf diese Weise, sondern eben auf die andere, zuvor geschilderte, schneidet sich Gott ins Fleisch, wenn er straft. Und er tut es nicht umsonst. Nirgends wird es so deutlich wie dort, wo man sieht, dass er alle Leiden, alle Strafen, alles auf sich lädt am Kreuz, auf Golgatha.
Ich widerlege immer die Lehre, wenn immer ich Gelegenheit dazu habe, dass Gott einmalig gelitten hat in seinem Sohn am Kreuz, auf Golgatha. Ich kann es auch heute widerlegen, denn wir haben ja Jeremia 31, Vers 20, wo es Gott das Herz bricht und Golgatha ist ja noch nicht in Sicht. Ich stimme aber überein damit, dass Jesus Christus einmal und ein für alle Mal gestorben ist und sich dies nicht wiederholt. Hingegen, dass Gott dann auch alles Leiden abgeschlossen hat, dass sein Sohn in den Himmel aufgestiegen ist und seither ein leidloses Leben führt, dort oben, eben ein göttliches Leben, das widerlegt zum Beispiel auch Offenbarung 5, Vers 6, wo es heißt, als die Siegel eröffnet werden, ich sah das Lamm wie geschlachtet im Himmel. Es tut ihm so weh, dass diese letzte Runde jetzt anbricht. Es schlachtet ihn praktisch noch einmal. Und was er auch sonst sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr ihm nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Also er leidet 1:1 mit. Er nimmt es alles persönlich und er kann den Schmerz nicht verdrängen, so wie wir. Er hat keine Strategie dagegen, er muss es einfach ausstehen. Auch wenn man sein Volk angreift, greift man ihm direkt ins Auge. Das kennen wir aus den Psalmen. Oder aus dem Hebräerbrief, wo es heißt, er ist eben ein Gott, der Mitleid haben kann, weil er das ja auch gezeigt hat, als der hohe Priester, der gestorben ist für unsere Sünden, in allem auf gleiche Weise gelitten hat wie wir. Und jetzt kann er immer noch Mitleid haben, wobei eben Mitleid heißt ja eigentlich Mitleiden. Was denn sonst? Es ist ja auch unsere beste Seelsorgewaffe, in vielen Fällen. Würde Gott nur daneben stehen und könnte man ihn in eine wüste Szene hineinrufen, dass er zumindest wahrnimmt, was da geschehen ist, es würde niemanden wirklich trösten, im Gegenteil, es wäre zynisch. Aber Gott ist nicht einer, der daneben steht, sondern er ist mitten im Leid. Er leidet durch alle Jahrtausende, durch alle Jahrhunderte, er leidet bei jedem Menschenschicksal mit. Und Menschen können dann ihr Leiden, ihr Trauma vielleicht sogar hinter sich lassen, wenn sie ihren Platz Jesus Christus übergeben können und sagen, es stimmt, er hat es ja damals mitgetragen, ich war nicht allein. Und jetzt lasse ich es eben seine Geschichte sein. Er kann sie beenden, er beendete sie auf Golgatha, er hat dieses Leiden im untersten Totenreich parkiert und es kommt nicht mehr zurück. Und ich habe schon Menschen erlebt, die dann wirklich aus einer Wüstensituation hinaus spazieren konnten und wussten, es wird mich nicht mehr einholen. Das ganze Schmerzvolumen liegt jetzt auf Jesus Christus. Ich muss es nicht wieder und wieder durchleiden. Er war mittendrin und ich überlasse ihm diesen Platz. Wenn das Leiden und der Schmerz beiderseits brennt, man sieht es auch im Jeremia-Text, Jeremia schildert, wie es dem Ephraim wehtut, dass er Gott verlassen hat, dass er ihn gelästert hat, dass er von seinen Wegen abgekommen ist. Wenn der Schmerz auf beiden Seiten groß genug ist, finden sie sich, treffen sich wieder, auch beim verlorenen Sohn. Schmerz ist auf beiden Seiten gewachsen und jetzt kommt es zu einer Art Umarmung, zu einer Art Fusion. Wenn Gott also nicht vergeblich leidet, was bedeutet dies für die Zukunft von Ephraim? Das Haus Israel ist noch nicht zurückgekehrt. Ephraim ist noch nicht zurückgekehrt. Die Juden, die zurückgekehrt sind, das ist erst das erste Kapitel und nicht einmal das größte. Es ist das Anfangskapitel, insofern ist es prominent. Aber die Berge Israels werden zu klein sein, sagt Jesaja, wenn der ganze Rest zurückkommen wird. Und das sagen auch andere Propheten. Es stehen große Dinge bevor. Irgendeinmal kommt eine unfassbare Rückwanderung. Den ältesten Riss wird Gott erst am Ende heilen. Das ist so etwas wie Symmetrie. Es war der größte, der tiefste. Es braucht wahrscheinlich am meisten, damit dieser auch geheilt werden kann. Deshalb wird die letzte Wiederherstellung auf den Schluss verschoben. Das ist göttliche Planung, wir können das nicht ganz verstehen.
Es ist einfach so. Aber ein Anfang ist bereits gemacht. Ich traf eine sehr indisch aussehende Israelitin in einem Buchladen in Jerusalem und ich fragte sie nach ihrer Herkunft. Sie sagte, wir sind Bnei Menashe. Wir sind die Nachkommen von Manasse. Ja, wer ist denn Manasse und warum sind die in Indien? Das waren eben diese Auswandernden oder eben Vertriebenen, in die Verbannung geführten 10 Stämme. Einer davon Ephraim, ein anderer davon Manasse. Und solche Volksgruppen in Indien, die ein bisschen andere Bräuche hatten, doch auch andere Namen und so weiter, wurden untersucht und dank DNA-Analyse einwandfrei als hebräisch identifiziert. Und wenn Sie jetzt Hebräischkurse machen, ein Examen bestehen, können Sie einwandern, Sie werden repatriiert und Sie gehören jetzt auch zu den Juden, obschon Sie nicht Juden sind, sondern eben Manasse. Und dieser Michael Freund, der so etwas wie der Organisator dieser Rückkehrer ist, hat Leute von viel weiter her noch geholt, so aus China und Myanmar. Und es gab Beispiele, wo diese Menschen geweint haben, als sie in ihre Heimat zurückkamen und sagten, jetzt spüren wir, dass wir endlich daheim sind. Alle sahen aus wie Chinesen und doch liebten sie diese Erde, diesen Fleck Erden mehr als alles und spürten nach 2700 Jahren, dass dies ihre Heimat ist. So viel zu einem Wunder, das noch bevorsteht, das steckt in diesen Menschen. Und das Erbarmen Gottes wird ihnen diese Tür auftun. Es ist unglaublich, es ist unfassbar, aber Gottes Erbarmen ist eben die stärkste Kraft der menschlichen Geschichtsschreibung. Strafe ist auch eine Kraft, sie prägt auch die Geschichte, aber noch viel mehr das Erbarmen Gottes. Notabene, es ist noch zu erwähnen, wir sind nicht diese 10 verlorenen Stämme, wie man fälschlicherweise sagt. Wir lassen diesen Leuten die Ehre, zu den 12 Stämmen zu gehören, die alle am Ende der Zeit wieder in Israel auffindbar sein werden. Man sieht es in der Offenbarung, wo die 12 Stämme vereidigt werden auf die letzte große Kampagne, wenn sie dieses Siegel Jesu Christi bekommen auf dem Ölberg. Sie sind alle wieder dort. Ein Wunder wird geschehen. Es ist das Wunder der Wiederherstellung, das Wunder des Erbarmens Gottes, das die ganze Geschichte noch einmal umstülpt und noch einmal alles umpflügt, damit man sehen kann, die größte Kraft kommt aus einem zerbrochenen Herzen Gottes, das nicht nachgibt, bis es sich seine tiefsten Wünsche erfüllt hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag.